Jo, tím, že vlastně Oliver jo, to dá, takže krásně vyjmete ten pás ven. Wenn die Maschine ganz neu kommt, im Karton verpackt, das Einzige, das ich montieren muss, ist diese Grundplatte hier und das ist diese Schraube auf der hinteren Seite. První co, když vám přijde úplně nová pásovka, tak vlastně ona je rozdělená od tyhle základní desky, takže musíte nasadit na ty dva čepy a dotáhnout vlastně tímhletím šroubem. Ja, also du hast erklärt einfach in diese zwei Löcher, diese Bolzen und das ganze. Anko, ještě raz. Tady máš dva čepy, nasadíš to na ty dva čepy a dotáhneš to tím šroubem. Na stůl založíš. On to vyndá a vidíš to. Ich nehme es einfach kurz ab und sieht A že to je těž nějaký štělovací napad. Nie, to iba stôl zakladaš. To drží tu základní desku. Also dieses Teil ist so zerlegt und man sieht jetzt auf der Hinterseite, hier auf dieser Hinterseite sind diese zwei Stifte. Ano. Und diese beiden Stifte, die Jo, a teď müssen sem a vlastně tímhletím si to přitáhneš a zafixuješ. To je jenom pro studii nakoupit ten stůl, jako říkám, na to je stabilní mašina, to je větší přenosná, jo. Die andere Kunden denken kann, warum geht das nicht anstellen zu Winkel? Also, ja, das geht nicht, das zum Schrägstellen, weil... Okay, wenn ich das montiert habe, geht es darum, das Sägeband aufzusetzen. První vlastně vložit ten pás. Das Sägeband aufzusetzen ist eigentlich sehr einfach. Ich setze To vložení je celkem jednoduchý. das Sägeband hier von der Unterseite her ein. Vložíte vlastně přes tenhle ten otvor. Ich fahre normalerweise oder ich beginne auf der unteren Walze. Takže on teda začíná na tom hnaném spodním kole. Ich nehme dann das Sägeband und setze es auf die obere Walze und ich drehe das jetzt so ähnlich wie eine A teď to Fahrradkette. dá vlastně na to hnací kolo na začátek a vlastně tím, že to povotáčí, tak vlastně jakoby navine ten pás na tu pásovku. So, weiter geht es als nächstes mit, wie muss ich dieses Band spannen. Teďka vlastně to důležité, jak vlastně naštelovat to napnutí toho pasu. Diese Spannung findet hier an dieser Schraube statt. Tak, to vlastně děláme pomocí toho šroubu. In dieser Schraube befindet sich eine Kupplung. Tady vlastně v tomto šroubu je spojka. Das heißt, wenn die Bandspannung richtig eingestellt ist, man sieht, es bewegt sich jetzt noch etwas. Teď se vlastně furt pohybuje, ale v určitým okamžiku se přestane vlastně pohybovat a přitom Oliver furt bude ten šroub utahovat. So, und irgendwann, Jo, a teďka jetzt vidíš? passiert hier zastav. nichts A mehr. teď se zastavil a on se vlastně ta spojka se protáčí. Das heißt, eigentlich ist das automatisch eingestellt. Teď je vlastně, tak jak to předepisuje výrobce, tak je to naštelování. Žádný prostě pomůcky, že tady musí být na tušku 5 mm, keine 5 Nein, oder nein, 5 nein. mm. Aj toto Vždycky bolo, byl- že musí o pol centimetra sa proste oproti základní vlastne zmenšiť. Takže Ale to neplatí. To on řekne. Aha. To on řekne. Es kommt noch was, ja, ich zeige das gleich. Že on to ještě vysvětlí. Das ist erstmal alles. Was jetzt noch To je fehlt, teraz je vlastne napnutý tým, že sa preklzuje. Tak, To je ty- všetko. ich erkläre das gleich separat. Ja. Was jetzt noch fehlen würde, ist die Position von meinem Sägeband. Teď vlastně je důležitý to, jak nastavit vlastně, kde ten pás vlastně na tom kole, jestli má být nahoře, dole, protože on to pak ukáže, pak tady to může drhnout po ty segmenty a může být ve vejšce. Jo. Man sieht, mit dieser zweiten Schraube kann ich verstellen, wie diese Walze steht. Aha. Jo, teď vlastně šteluje vlastně naklopení toho hnaného kola. Wenn ich jetzt diese Walze so gestellt habe und ich fange an zu drehen, dann wird man sehen, das Band kommt nach vorne. Man sieht das, jetzt kommen die Zähne schon hier raus. Když je to naklopený takhle, tak vlastně ten pás cestuje a vylítne ven. Das heißt, wenn ich jetzt weiter drehe, dann springt das Band ab. Ich drehe also das Ganze wieder zurück. Man sieht, ich neige das Ganze wieder. Teďka vlastně to utahuje a ten Ich beobachte erstmal, was passiert mit meinen Zähnen. Kommen die Zähne nach vorne oder gehen sie zurück? Es ist teďka erstmal gut. vlastně je důležitý sledovat, co vlastně ten pás dělá, jestli se vlastně sníží, Alebo ide hore. anebo jde hore. Pardon, to je už taky slovenský. Die richtige Position für diese Einstellung ist hier hinten drin. Hier sind diese Hartmetallplatten, diese Teile hier. To, jak nastelovat vlastně tento pozici toho pásu je podle tady toho tvrdokového segmentu.
So, das Schlimmste, was der Kunde jetzt machen kann, ist das Band ganz nach hinten stellen. Dann hört sich das so an. Že to nejhorší je, že když je nahoře, jo, že pak vlastně ten pás cestuje. Das heißt, wenn er das macht, dann wird das Band sehr schnell sehr heiß durch diese Reibung. A on vlastně hned za chvilku je horký. Und das Band wird dann sehr früh abreißen. Že můžou pak vlastně brzy stupit. Die richtige Einstellung ist, dass ich zwischen der Rückseite und diesen Platten einfach einen Millimeter Luft Takže habe. nejlepší vlastně to správné nastavení je, když máte mezi tím tvrdokovým segmentem a zadní stranou pasu 1 mm. So dass wenn ich säge, dass das Band nach hinten geht, dass das nach hinten gedrückt wird und wenn ich nicht säge, dass das Band frei läuft. Jo, že vlastně pak dochází k tomu, když řežete, tak on se sice opře, ale jakmile povolíte, tak on zase skočí zpátky, jo, ten milimetr. A vlastně to je ten druhý extrém, že nedře furt o ten tvrdokový segment. Najhoršie je, keď má vlastne ten pás z druhej strany zuby, že to je vlastne proti tomu. A že je zle nastavený. Das hat die Rückzahne gehen durch. Ja, die gehen dann weg irgendwann, ja. Ja. Okay, jetzt wäre das schön, das wäre immer so. Aber so eine Bandsäge ist vielleicht auch mal 5 Jahre alt oder auch 10 Jahre alt. A teď je nastavená, ale může se stát, že ta pila je třeba 3-5 roků stará. Und im Winter ist es sehr kalt, im Sommer ist es sehr warm, das heißt, alles arbeitet, Jo, alles že může verzieht sich. být, jedno je teplo, jedno je zima, samozřejmě je to materiál, který pracuje. Und das heißt, so eine Säge kann sich auch einmal verstellen. Že ale to neznamená, že vlastně tím pádem nemůžeme nic dělat, nemůžeme prostě tu pásovku doštalovat. So, man muss sich vorstellen, hier befindet sich diese Rutschkupplung, das sind 2 Tady je Federn. vlastně klouzná spojka. Und ich kann einstellen, wie fest diese Federn aufeinander drücken. Sehr leicht, dann rutscht es sehr früh, oder sehr fest, dann rutscht es sehr Vlastně tím, spät. jak vlastně to nastaví, tak buď to vlastně ty zuby přes sebe jdou lehce, to je pak vlastně, že to nedošteluje, nedopneš ten pás, anebo když jdou hodně tvrdě, no tak ho přepneš. Ich kann das also einstellen. Ich verstelle jetzt einfach mal die ganze Maschine. Ich mache hier einfach eine Umdrehung auf oder 1,5 Umdrehungen. Že udělal vlastně 2 otáčky, So, und ich setze das Ganze mal hier auf. dá to zpátky. Und wenn ich jetzt versuche, etwas einzustellen, dann sieht man, es passiert gar nichts. Ich Jo, a kann hier teď vidíte drehen, vlastně, že vlastně se nic neděje. nichts geht. Jo, Weil jetzt diese Feder so locker eingestellt ist, dass es sofort ty vlastně ty durchdreht. pružinky, které tlačí na ty zuby, tak vlastně tam vlastně nevykonávají žádnou práci a tudíž vlastně se to protáčí. So, ich weiß ja jetzt aber nicht, wie viele Umdrehungen muss ich hier zum Beispiel zumachen. Ich muss das also, ich mache jetzt einfach mal wieder zu und ich muss jetzt ein Maß kontrollieren an der Maschine. To znamená, vy nemůžete vědět nikde, jestli je to 1, 2 otáčky. A to, co vlastně můžete udělat, je takovýto zkušební měření, protože tam je nějaká zákonitost, která musí být splněna. Jo. Damit man versteht, was hier passiert, man muss sich das einfach so vorstellen. Wenn die Maschine keine Spannung hat, dann ist diese Maschine momentan, wenn ich diesen Punkt zu diesem Punkt anschaue, so. Když není napnutý pás, tak on je vlastně takhle, jako Wenn do ich- bombírunku. Jo. Wenn ich die Maschine jetzt spanne, dann zieht sich diese Maschine gerade und genau an dem richtigen Punkt soll diese Rutschkupplung auslösen. Dass A es nicht mehr ideální weiter je schnell vlastně, jak ona vlastně z toho bombírunku se rovná, tak když je vlastně v tom rovným, tak to má být to ideální nastavení. Wenn die Feder zu leicht eingestellt wäre, dann heißt das, ganz übertrieben, das wäre diese Situation. Když ty pružiny vlastně nastavujete lehko, no, tak ona se vám takhle bohne zpátky. Das heißt, ich kann eigentlich nicht im Winkel arbeiten, weil oben und unten ist an einer anderen Position. Man Se sieht das. nemůže vlastně ani dodržet vlastně 90 stupňů tu kolmost, protože ta mašina je vlastně do oblouku. Noch schlimmer wird es, wenn diese Feder zu stark eingestellt ist. Jetzt ziehe ich horší je- nämlich diese Maschine in diese Richtung. Horší je, když vlastně to přetáhne, ty pružiny, tak vlastně ona se pak vohne obráceně. Das hieße, als erstes mein Band springt wahrscheinlich die ganze Zeit ab. Und jetzt geht der Kunde, wenn das passiert, macht der Kunde das, dass er diese Walze nach hinten kippt. Jo, a teď vlastně on se to snaží ten zákazník dohnat a ještě vlastně klopí to kolo do této polohy. Zum einen ist jetzt das Band sehr stark gespannt.
a vlastně dochází k tomu, že vlastně ten pás je přepjatý. Und das Band reibt auch noch auf der hinteren Seite. Und das ist eigentlich jetzt der Fehler oder der größte Fehler, den er machen kann. Jo. A to je vlastně ten největší chyba, kterou vlastně ty zákazníci dělají, že pak vlastně jak to překlopí, tak to ještě dře tady a samozřejmě, jak říkal, zahřívá se to, pás je přepjatý a vlastně odejde daleko dřív, než má. Ich muss das jetzt ein einziges Mal wieder justieren. Und das, No, teď vlastně ukáže, jak to zkontrolovat a nastavit. dass das jeder sieht, bitte ich einfach Pojďte vielleicht hier tady kolem rüber. mě, já když tak... Jürgen, dir zeige ich separat mal, gell? No, přesně. Die Spanne, die Säge ist komplett locker. Teď je vlastně, dá se říct, volný, jo? Ich messe einmal von meiner Grundplatte, das heißt von der oberen Seite auf die untere Seite. Und man sieht, hier ist so eine kleine Gussmarkierung. Tady vlastně měříte od této základní desky a tady máte vlastně takovou značku na tom segmentu. So, man sieht hier, ich habe 33,3 cm. Teď vlastně tam má 33,3 mm. Wichtig ist nur, dass ich weiß, wie groß ist dieses Maß, denn jetzt, man sieht, das verstellt sich jetzt. Sobald ich also hier drehe, verstellt sich dieses Teď Maß. vlastně to napíná ten pás. Und dieses Maß soll sich zwischen 4 und 6 mm, perfekt ist also 5 Jo, a mm vlastně verstellen. ideální je, když se vám zastaví, jo, ta spojka, když to zastaví na nějakých rozdílu 4 až 6 mm. Dass das nochmal jeder sieht, einfach mal hier exakt drauf schauen. Oder ich kann es auch hier sieht man es vielleicht besser. Es verstellt sich. Jo, vlastně jak se posouvá ta značka na tom segmentu. So, wenn das bei 5 mm auslöst, ist das in Ordnung. Bei mir waren es jetzt 7 mm, weil On to má 7, takže to není dobrý. Ideální je prostě ten střed těch 5 mm. das heißt, es war zu viel, die Feder ist zu stark. Takže on má příliš přepjatý ty pružiny, které drží vlastně ty kola proti sobě. Ich nehme das jetzt einfach nochmal ab. Je to popsaný v Ich návodě. mache noch ganz leicht, also nicht eine halbe Umdrehung, ich mache jetzt einfach noch ein kleines Stück Opravdu auf. tady je milimetrový rozdíl, takže opravdu lehce to povotočil, žádnou jednu otáčku. jo. So, und ich kontrolliere das Ganze nochmal. Ich habe hier also 33,3, Teď si vlastně zase 3 mm, 33,3. 4 mm, 5 mm. Jetzt ist es wirklich perfekt. Man sieht, jetzt passiert nichts mehr. Teď je to správně. So, das war die erste Einstellung. Jetzt kommt wieder die zweite Einstellung. Ich muss schauen, was passiert mit meinem Sägeband. Ich drehe als erstes mal, A teďka beobachte. vlastně ještě nastavit vlastně to naklopení, vlastně polohu toho pasu na tom hnaném kole. Und ich kann da jetzt einstellen, bis ich diesen Millimeter habe. Ich höre jetzt bei dieser Einstellung hier nastavit to auf. tak, abych měl ten rozdíl tady 1 mm, a tím pádem ta pásovka je připravená na práci. Denn hier im Schulungszentrum verstelle ich das eh noch 5-mal hin und her. Das ist die Justierung, die ich einmal wieder machen muss und dann funktioniert das Ganze wieder. Tohle by vlastně měl pokaždý, když třeba dlouho s nimi nedělá, pokaždý ten zákazník si takhle kontrolovat. Okay, zu der Oberseite noch. Man sieht hier Ty diesen, vrchní části, den Kanal, kannst du kurz erklären, dass hier die Luft rausgeblasen wird.